Der Buchstabe S wird dann, wenn er zwischen zwei Vokalen, also inlautend, steht, stimmhaft gesprochen. Beispiele: Rosen, laut schreien, Hüse, Häuser oder Rause, Rose. In fast allen anderen Fällen wird das S stimmlos gesprochen, beispielsweise am Wortbeginn, am Wortende oder neben Konsonanten. Zum Beispiel Sepe, Seife, Hus, Haus, Roste, schrie laut. Es gibt aber einige Ausnahmen. Auch wenn das Münsterländer Platt im Wesentlichen überall im Münsterland gleich ist, so gibt es dennoch auch eine ganze Reihe von lokalen oder regionalen Unterschieden. Diese Unterschiede gibt es auch in der Aussprache, wobei man aber sagen kann, dass diese Unterschiede nicht unbedingt groß sind. Das Lehrbuch enthält eine Vielzahl von Texten aus allen Regionen des Münsterlandes, sodass ein guter Einblick in diese lokalen Unterschiede gewährt wird. Im Übrigen aber werden die Gemeinsamkeiten bewusst betont. Auf lokale Aussprachebesonderheiten kann im Rahmen dieser CD leider nicht eingegangen werden. Wer lokale Mundartvarianten erlernen möchte, der sollte sich vor Ort umsehen, beispielsweise bei Heimatvereinen oder Volkshochschulen. Alle Sprecher dieser CD stammen aus Riesenbeck und sprechen daher eine nördliche Variante des Münsterländer Platt.